Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Uncharted 3 Drake's Deception auf Pelzig. Jetzt wollen wir mal weiter hier gehen, nachdem wir uns das hier so hart erkämpft haben in der letzten Episode. Und gucken mal, was hier das Türmchen für uns parat hält. Charlie, hilf mir mal eben. Oh, das ist aber arg rostig. Da hat die Denkmalpflege aber nicht einen guten Dienst geleistet. Ja, okay. Oder sie haben so wenig Restauratoren eingestellt. Ach, die darf man nicht vernachlässigen. Das sind übrigens richtig tolle Leute, die Restauratoren. Ich weiß es sehr zu schätzen, was die verehrt machen, weil die machen das, was wir ausgraben, wieder vorzeigbar und wunderschön. Dass man es so auch im Museum ausstellen kann. Ja, wieder an jeden, der Arabisch kann. Bitte Standbild und bitte Übersetzer. So, ich kann auch noch mal ein bisschen näher tragen hier. So. Und... Na, hui, das ist aber ein großer Text. So. Okay. Wäre ganz cool, wenn mir das wirklich jemand übersetzen könnte. Ich tät mich saumäßig freuen. Ich hoffe, dass ich auch wirklich... Dass ich auch Leute mit arabischer oder mit nahöstlicher Herkunft hier habe, die hier auch möglicherweise mal Let's Plays auf Pelzig gucken. Rafika-Pistole. Okay, probieren wir die jetzt auch mal aus. Para 9 und Rafika. Was ist Rafika? Kann ich damit nee. Ich habe gedacht, ich könnte damit eventuell zoomen. Na gut, dann halt nicht. Ja, wird mich definitiv freuen, wenn ich hier Multikulti hätte, die Leute, die mal zugucken. Ah, kleine Reiterstatue oder sowas. Mittelalterlicher Bleireiter. Okay, so kleine Bleiskulptur, auch nicht verkehrt. In der Antike hat man sowas dann häufig als Votivfiguren genommen, um die dann sozusagen zu opfern, könnte man sagen. Ne? Also die Votivdinger, die sind speziell dafür gedacht, dass man die heute herstellen lasse, um sie an einem Altar dann beim Tempel oder allgemeinem Altar, Schrein oder ähnlichem zu opfern. Okay, du bist nichts. Deswegen findet man so hey, hey. Jetzt hört's aber auf. Jetzt schlägt's aber 13, du. Zug, Knabe. Ach, das ist, so, Maschinenpistol. Okay. Alles klar. Ja, genau. Aber wir probieren die jetzt auch mal eine Weilchen aus, weil die scheint ein bisschen stärker zu sein als die Mikropistole. Und die macht auch nur in Dreier-Intervalle. Okay, da hat nochmal einen Schuss in die Deckabgeber, als er verreckt ist. Para 9. Nee, wisst was? Ich steige wieder auf die um. Mir ist so... Uiuiuiui, mir ist sowas lieber. Ah, jetzt kommen die ersten Panzerknechte. Boah, Mann. Oh, hoppla. Jetzt hätte ich noch schier unseren eigenen Charlie abgeknallt. Unser Charlie. Das sind immer die Beste. Ja, komm, wir steigen mit ein in den Nahkampf. Und machen dann in einer 2-3er-Kombi jetzt mal platt. Im Nahkampf. Ach du Scheiße, nachdem sich 3 Leute auf den gestürzt haben, hat der auch nicht wie viel machen können. Ich hab's jetzt auch wieder rausgefunden, dass er Charlie heißt, der Cutter. Ich weiß nicht, ich hab doch irgendwie dummerweise immer David vor Augen gehabt. Warum auch immer. Ich weiß nicht, das sieht auch gar nicht wie ein David aus, aber es sieht ein bisschen aus wie der Jason Statham, finde ich. Bisschen grobschlächtiger, aber generell sieht er ein bisschen aus wie der Jason Statham. So dieselbe Sorte Typ, würde ich sagen. Okay, da ist jetzt auch nichts mehr abgesägt. Die Schrotflinte, AK, die haben nach wie vor noch die etwas gammliche Variante, aber die Maschinenpistole, die mag ich nicht. Hoppla. Oh, du hast einen Hinterhalt vorbereitet, die Knechte. Ups. Ach du Liebe. Zeit. Okay, dann machen wir das mal. Moment. So rum. So, Nate. So. Zack. Jetzt gehen wir wieder hoch. Ich hoffe, die Knechte sind... irgendwo schießt es auch wieder. Spring. Ach, da ist noch so ein Säckel. Hallo, Knecht. Wäre jetzt witziger gewesen, wenn er mit dem Wilhelm-Schrei runtergefallen wäre. Mit diesem obligatorischen... Oh, das ist gar nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Okay.
Okay, das waren Stimmzwillinge. Die haben beide dieselbe Stimme. Ach du Scheiße. Wir sind ja wohl lang grad. Moment, kann ich auch von hier aus schießen? Nee. Ah, ich probiere es mal hier. Ja, Yankee mit dem Kletterglück, definitiv. Och nö. Ab ins Loch. Nicht cool. Nicht cool, Nate. So, noch einmal. Ach du Scheiße, Mann. Also ich bin in sowas ja immer begnadet ohne Ende. Ah, Mann. Immer dieser Klettermasochismus. Das muss doch nicht sein. Immer dieser übertriebene Klettermasochismus. Okay, so verstecken wir uns jetzt erstmal. Bevor der mich doch noch avisiert. Wo ist denn der andere Knödelkopf? Ah, da drüber. Ah, da ist der. Okay. Probieren mal von hier zu erreichen. Bringt ihn zur Strecke. Geht, was ist denn das für ein Schrumpfkopf gewesen? Bring die zur Strecke. Ah, na. Na. Ich brauche Hilfe. Alter, was sind denn das für Teenager-Knetköpfe, die da hin? Ich brauche Hilfe. Bring die zur Strecke. Oder ist das einer mit Schrumpfkopf? Ich meine, bei den Agenten kann bestimmt auch so einer mit Mikrocephalus dabei sein. Ah, na. Das war jetzt irgendwie doch verstörend, muss ich sagen. Bring ihn zur Strecke. Ab wie Teufel. Gibt's denn das? Ach, das ist alles so nachhaltig doch irgendwie verstörend, das Ganze. Jetzt weiß ich aber nicht, wo lang gerade. Ich glaube, hier kann ich ja einfach noch hochklettern, oder? Probieren wir es doch mal so, oder? Ich denke, das ist die geschicktere Variante. Nö. Ach Gott, was eine Musik. Dann gehen wir mal ganz runter. Wie dramatisch, oder? Wie melodramatisch. Ich weiß jetzt leider aber echt nicht, wo lang. Na, irgendwo ballert es aber auch kräftig. Ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt da rüber springe, dann ist da nichts großartig weiter. Aber da kommt er nicht hoch. Da kommt er einfach nicht hoch, der Nate. Ha. Weiter ohne ist auch nicht irgendwie eine Mokette, wo ich dran rumhupsen könnte. Nee, ich befürchte, das klappt so nicht. Ich glaube aber, ich muss da ins Fenster rein. Probieren wir es da mal so weit wie möglich. Und gucken wir doch mal, ob wir das Fenster erreichen könnten. Also. Auf gut Glück. Okay, das hat tatsächlich geklappt. War doch so, wie ich das irgendwie noch gedacht habe. Tschüss. Ach Gott, von der Höhe stirbst du schon. Du hältst aber nichts aus. Eine Magnum. Batsch, 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 batsch. Ich arbeite dran. Das ist mal geiles Kaliber. Rafika, das ist wieder das Maschine-Pistole-Ding. Ach ja. Ist bestimmt epischer, wenn jemand das Klettern immer auf A-Hippie kriegt. Ich bin leider nicht so einer. Muss ich gestehen. Sind sie da ohne? Ah ja, da sind sie. Hi Jungs. So, und jetzt? Jetzt stehen wir da und glotzen, blöd oder was? Oder? Irgendwie schon so ein etwas Jason Stathamischer Typ. Auch wenn er ein bisschen Angst hat, wenn ich auf ein Ziel. Können wir jetzt hier höchstwahrscheinlich auch wieder weiter, wo es uns ursprünglich rausgejagt hat. Von dort bin ich gekommen, um die Leute zu unterstützen. Abgesägte Schrotflint, AK-47, das Übliche. Bisschen Paramunition, auch nicht schlecht. Yes, das ist ja leid, was eine Musik. Ah, jetzt knödelt sie gerade wieder. Yes, das ist ja leid. Und wo geht's dann jetzt weiter? Wo geht's denn jetzt weiter? Das wüsste ich mal ganz gern. Es ist immer noch sehr dramatisch von der Musik. Ich weiß nicht, was ich zu machen habe. Eventuell schieße ich da mal drauf und
Macht der Weg frei? Nee. Ich hab gedacht, ich könnte hier... Genau. Ich habe gedacht, ich könnte eventuell den Weg freischießen. Na gut, dann machen wir das halt nochmal. Bitte. Nee, die Magnum. Tschüss. 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 Und... Zeig dich. Zack. So wird's gemacht. Danke, Mann. Danke, Junge. Du hast uns den Arsch gerettet. Okay. Ja, ich habe euch der Arsch gerettet, schön und gut, aber wie geht's weiter? Außer mit sehr dramatischer, rumknödelnder Musik. Da habe ich so einen Fetze gejagt. Dum, dum. So. Und jetzt? Ja. Ich scheine mir vielleicht wohl den Weg zeigen zu wollen. Ich bin mir nicht so sicher. Leute. Oder müssen wir runter? Das weiß ich gerade nicht so Sache, wo lang. Aber wohl eher nicht. Ach, ich blöd, Mann. Okay, das war jetzt auch eine saudumme und unnötige Aktion. Jetzt stehen sie noch im Weg. Ach, zu nix seid ihr zu gebrauchen, ihr NSC. Künstliche, in Anführungszeichen, Intelligenz. Achtung, Sarkasmus. Ach, Mann. Aber wo geht's jetzt weiter? Heieieiei. Ich brauche wieder der Idiote-Tipp. Das ist schon nicht schäf, wenn man da so blöd ist, dass man da ständig Hilfe braucht. Aber bei dem John D. Puzzle, da wollte ich dann nicht drauf zurückgreifen müssen, um ehrlich zu sein, weil da war ich dann zum Schluss doch zu stolz dafür, um da die Lösung mir Sache zu lassen. Aha, da könnte es weitergehen, oder? Ja. Okay, man müsste also mal intelligenter sein. Oh, wieder so ein Endgegner, aber das mal ist es so ein A-Zug-Speckmann. Und nicht so ein Papp-Speckmann. Okay. Oh Gott, hätte auf mir einen Genickzwirbler verpassen zu wollen, du Ultra-Ochs. Du Endgegner-Typ. Eieieiei. Wasser. Rumgedriggelt. Na also. Gut, ich finde, man sollte bei solchen Leuten immer auf Nummer sicher gehen. Hallo, kann ich jetzt nicht mehr schießen? Hallo? Nö, anscheinend nicht. Na gut, dann, die Sache. Oh nein, nein, nein! Viel Spaß. Ist mir jetzt egal, ob der Nate was abkriegt hat, aber ich will bei so Leuten immer auf Nummer sicher gehen. So, jetzt aber. Die einfach nur zu verkloppen, finde ich dann doch etwas redundant. Da kann man nie Nummer sicher sein. Siehe Zombieland Double Tap. Doppelt hält besser. Lieber nochmal drauf schießen, dann müssen wir später nie mehr mit einer Rechner. Hier oben. Ach, wenn so eine Spiel-Engine klar ist, dass der jetzt kaputt ist. Euch okay? Ja, wir sind hier leichte Ziele. Aber ich mache das einfach nur für den Realismus. Okay, ich habe anscheinend meine... Was machst du? Wir haben keine Zeit. Geh da hoch. Ja, aber ich habe meine Feuerwaffe verloren, Chloe. Ich habe meine normale Handfeuerwaffe verloren. Wie auch immer das passieren konnte. Sehr seltsam. Ah, wahrscheinlich im Kampf gegen den Ochs. Naja, egal. Wir finden bestimmt schon wieder eine normale Handfeuerwaffe für uns. Gut, dann gehen wir mal mit dem Charlie hoch und gucken uns das Ganze mal an. Hier, siehst du? Wie oben, so auch unten. Hier sind wir richtig. Ja, aber wofür sind wir hier richtig? Die Kreuzfahrer hätten den Eingang zur Gruft irgendwo gut sichtbar platziert. Moment mal. Ja, sieh mal. Das Symbol ist auch auf Drakes Karte. Direkt daneben. Klar, der kleine Bär, der Polarstern. Der Fixpunkt am Nachthimmel. Wenn wir dem runter zur Burg folgen. Der zeigt bestimmt zu unserem versteckten Eingang. Kann ich mal sehen? Ja, ja. Ich will es zurück. Okay. Drakes Tagebuchöffner. Nimm das Teleskop. Ach, ich mache. Hexagramm. Ursa Major. Eine Wenn du das große Teleskop nicht benutzt, Lipa. gib's her. Ich Ursa find sie. Minor. Ich benutze es. Kleiner Bär. Polaris, Nordstern.
Also above, so below, wie oben, so unten. Beim kleinen Wager. Zwischen kleinen und großem Wager. Letzter Stern. Vom Henkel vom kleinen Wager. So, wir müssen also Parallel. den Polarstern finden. Parallel zum großen Wager. Das sieht doch ein bisschen genug aus. Wie mache ich das jetzt? Mit dem Fernglas? Genau, so mache ich das mit dem Fernglas. So wird das richtig gemacht. Einfach mal eine Granate geschmissen, vorsorglich. Ja, Polarstern, Polarstern. Vollmond. Da sehe ich aber schon eine kleine Wache. Da muss da dann sein, ne? Aber wie komme ich jetzt in das Menü oder so rein? Das ist jetzt die Frucht. Ich sehe ihn jo. Ich weiß ja, wo er ist, ne? Da ist er. Direkt an seinem Rievelkopf hier, wo er drüber ist. Da ist der kleine Wache. Da ist der große Wache. Das heißt, wir müssten hier runter. Und dann muss es da in der Mitte sein. Ja, ich bin euch schon voraus, Jungs. Ich bin euch definitiv voraus, Jungs. Aber, ich stehe ja ganz gern Verwender, ne? Ja, Drake, dann verwend's doch auch, das darf ich... Ah, ja, L2, na Allah. Ja, da ist er. Ich hab sie. Okay, dann suchen wir mal den Eingang. Er sollte direkt unter dem Polarstern sein. Da ist der Polarstern und direkt unten drunter ist... Ja. Das ist aber sehr gut sichtbar. Leute! Ja, eine Sekunde. Etwas zu einfach, oder? Weit. Oh ja. Vorsicht! Ups. Wie nett, dass die jetzt eine Rakete werfen hin und kein Respekt hin vor Monumente und Denkmalschutz. Ihr seid auch ein paar Arschgeiger. Ah, na. Was ist denn los mit den Tüten? Ja, echte Mol. Hier alles kaputt. Meine Rede, Ein Nate. Drahtseil! So kommen wir rüber! Nicht solange sie auf uns schießen, Mann! Ah, das haben wir gleich. Das haben wir gleich, Leute. Ich mach das schon. Irgendwie. Sally, lass mich mal. Sally, lass mich nochmal. Von diesem verdammten Ding wird nichts übrig sein, wenn wir fertig sind. Dann haben wir sogar mit dem Kopfschuss erledigt. Nicht schlecht. Die geben nicht auf! Aber wieso sollten sie auch aufgeben? Wow. Zack. Ey, das war jetzt gemein. Schnapp sich immer das Gewehr! Ja, ich mach schon. Mit jemand fühle ich mich immer angesprochen. Quatsch. Was habe ich denn jetzt gemacht an Quatsch? Okay, das machen wir dann mal von hier aus. Einer weg. Da kommt der nächste Schuss. Die geben nicht auf! Okay. So, wo ist der nächste Rievenickel? Ah, da ist noch einer. Ich sehe ihn. Aber erst nachdem ich den Schweif gesehen habe von seinem Raketewerfer. Oh, okay. Da ist noch so einer von denen. Boah. Der ist down, okay. Dann der da. Okay, das war voll in die Fraser. Also so human sieht es normalerweise da nicht aus, wenn man von einem Raketewerfer erwischt worden ist. Hallo? Kaum fängt's an, welche auf die Hörner genommen. Also das ist ja schon etwas mies. Okay, noch einmal. Jetzt probieren wir das Ganze mal mit Gefühl. Herr Stoff. Herrn, ihr Knecht der Rhinos. Alter. Also das ist jetzt gerade echt assi. Schnapp sich immer das Gewehr! Ja, ja. Boah, Scharfschütze sei wachsam. Mann, Mann, Mann. Ding wird nichts übrig sein, wenn die fertig sind. Ja, Sally, ich hab's schon auch beim 5. Mal kapiert. Ja, ach, das habe ich schon kapiert, Chloe. Also jetzt kriege ich langsam echt die Käsegichter. Das muss doch nicht sein, verdammte Scheiße nochmal. Gewehr! Die geben nicht auf. Mann. Jetzt. Ja, jetzt können sie mich gerade mal am Kettel lecken, die ganze Arschkrampe hier. Ja, es wird nichts übrig sein. Stell dir es vor. Die geben nicht auf! Ja, man denke mal. Die geben nicht auf. Wow. Ganz neue Erkenntnis. Danke, Chloe.
Vielen Dank. Du bist so produktiv hier in unserem Team. Entschuldigung, wenn ich jetzt da mal ein bisschen Stress abbauen müsse, aber das geht mal bei sowas dann echt auf das Senkel. Glücklicherweise respawnt unsere Munition immer wieder. Manchmal muss man auch mal mit der NSC stänkern, die brauchen das. Okay, wo ist jetzt noch so ein Simpel? Okay, ich glaube, wenn ein Hut Simpel ist, keiner mehr da. Dann nehme ich jetzt Ammo für Walte die Dragunov mit. Bereit? Losstehen! Natürlich machen sie das wieder mit der Knarre. Natürlich, das hat ja so komische Misse, ne? Komm schon, Nate! Aber wenigstens mit dem Charlie Zammer. Den finde ich nämlich eigentlich schon ganz witzig und sympathisch. Und der hat da nicht so blöd rumgeblökt. Ja, jetzt müsste man nur noch richtig springen können. Also heute habe ich es wieder. Heute habe ich mein Valentin und heute habe ich mein Bad Sniper Day. Und mein Bad NSC Day anscheinend. Auf! Manometer. So, jetzt noch richtig springen. Und was kommt jetzt? Okay, jetzt sind wir erstmal fort. Ich habe keine Waffe. Und ich jetzt sage, an der Stelle mache ich einen Cut. Und wir sehen uns morgen wieder bei Let's Play Uncharted 3 Drake's Deception auf Pelzig. Und ich hoffe, dort muss ich nicht so viel meckern wie heute. Also machen's gut und bis morgen. Iron Yankee.